Lies. Geraldine. Joel. Wenn den ganz lang mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen ist, wie hält den das dann aus? Nur so langer Zeit. Also, Am besten zu zwei. aber am besten noch nicht immer zu zwei. Das ist ein guter Punkt. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über ein anderes Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Moin und willkommen bei Mayway Sex. Bei mir sind Lies und Geraldine. Und wir schwätzen heute wieder, vielleicht schon gemerkt hat, über das Thema Langzeitbeziehungen oder Leute, die nach ihrem Highschool-Sweetheart zusammen sind, die sich am Lycée kennengelernt haben und nach immer Händchen haltend durch Großgas laufen. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, aber das ist für mich wirklich eng unbekannt. Also ich bin weder hatte ich an der Lycée-Zeit viel Dating-Erfahrungen nach und et Leute lang mit mir oder ich et lang mit Leute ausgehalten. Dafür haben wir echt zwei Leute angelöden. Und vielleicht können wir aber ein bisschen mehr lang über die echt froh stellen. Was sind dann so die Herausforderungen oder vielleicht auch die Sachen, die scheiße, wenn ich ganz lang mit einer Person zusammen ist? Also ich meine, das ist ein gut Kombi aus dem, was dir verbunden ist, der Vergangenheit, vielleicht auch Zukunftsplan wird und dann aber auch einen Moment schätzen, wo ihn eben dem Moment wird, wo ihr bei ihnen ist. Ich fand aber auch wichtig, wie es liest wird, dass sie auch Zeit für sich hat, auch für seine Hobbyen, auch für seine Freunde und eben nicht alles an allen Momenten teilt. Mit dass sie noch so seine Eigenständigkeit hat, die ihn an den Koppel mitbringt. Ja, also da kann ich nicht mehr zustimmen. Das ist wirklich eine Sache von, was haben wir gemeinsam und was können wir zusammen machen, was machen wir gerne zusammen, aber auch was können wir allein machen und für was brauchen wir den anderen nicht unbedingt. Und auch so Sachen wie, ich fand zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, dass ihr eben auch einfach die andere Person auch als Kollege gesagt, also auch als Vertrauensperson einfach, und nicht nur als Partner. Weil ich meine, so ist es schwer, für wirklich so lange zusammen zu bleiben. Weil sonst reduziert ihn die Person quasi auf eine Sache und nicht so die ganz alles, was nach anderen stößt. Vielleicht für kurz das steht Frevis von was für Dauer mal schwätzen, wie lang sieht oder werdet ihr da mit euren respektive Partner zusammen? Bei mir sind es 9 Jahre. Bei mir waren es 25 Jahre. Was ihr wirklich schon lang Zeit sind. Also wenn ich bedenke, was ich für ein 9 Jahr gemäht habe, das lang hier, ja, ich kann mir vorstellen, dass das aber auch, also aus meiner Erfahrung mit kurzen Beziehungen, du kriegst ja schon heinst du dann Streit oder Meinungsverschiedenheiten. Und ich kann mir vorstellen, dass sich verschiedene Sachen vielleicht auch abstauen, nur Jahren. Wie geht denn du da um? Also ich schon zum Beispiel, ich fand, dass ihn immer Sachen hört, wo ihn sich auch nie wird eins gehen. Und wenn das Probleme sind, mit denen, also wenn das Meinungsverschiedenheiten sind, mit denen noch kann leben, also wo es nicht so schlimm ist, wenn das nicht in eine moralische Richtung geht oder so, fand ich das doch okay. Und dann kann er doch einfach so bleiben. Ich fand, das muss ihn dann auch nicht unbedingt lesen. Weil ich fand, wenn ihn so Sachen forciert, da kann es oft eskalieren, obwohl das ja am Anfang Missiwelt nicht so wichtig ist. Und ich meine, das ist ganz wichtig, auch wirklich zu wissen, okay, aber was streuen ich überhaupt? Oder was tut die überhaupt Sinn so? Und was ist also nicht so wichtig? Einfach. Ja, ich fand eine ganz gute Anleitung dazu, wie ihr noch konstruktiv kann streiten, als zum Beispiel nur der Episode über Männlichkeit. Also, da das auch etwas was mehr müssen lernen, einfach, dass ihr sich seht, okay, egal, auch wenn man nicht enger Meinung sind, wir sind nur so intim, aber man muss nicht zusammen gucken, dahin zu kommen, wo wir wollen hinkommen, und dass wir bis dahin noch nicht alles an die Luft gesprengt haben, was wir abgebaut haben. Und ich meine, den großen Teil davon ist eben einfach, zu akzeptieren, dass ich nicht alles verstehen kann und einfach sich doch selber beherrschen kann. Ja, und ich fand auch zum Beispiel wichtig, auch sich bewusst zu sein, dass ich einfach nicht, wenn ich streue, probiere, dem anderen seine Gefühle zu verletzen, weil da fängt es schnell an, irgendwie persönlich zu gehen und so. Und auch wenn ich irgendetwas gesagt habe, was mir da noch leid tut oder was ich vielleicht nicht so gemeint habe, was vielleicht falsch verstanden ging, dass ich mich dann auch wirklich entschuldigen und nicht
dat dann nicht wie so sitze lasse, weil ich eben ein bisschen rose sie gerade und so. Aber auch so, okay, ich will ja aber mit der Person zusammen bleiben, dafür probieren, statt auch nur so friedfertig wie möglich zu klären. Mhm. Etwas wird mir auch schon an dann die kurze Beziehungen oft abgefallen ist, auch noch vielleicht allgemein am Gespräch mit Leuten, die besser erzählen über Konflikte oder Beziehungen. Oft habe ich das Gefühl, dass den dann über Kleinigkeiten Streit, an der Weg geht Streit, aber vielleicht nicht ernst ist. Aber ich weiß das nicht aus. Also, das ist eine Kleinigkeit, die geschieht, und dann riecht den Job, an der Weg geht, denkt den so, du musst immer das und das. Wo dir da doch an, sind das Sachen, die ihn dann vielleicht irgendwie beilegen kann in einer Zeit, der den dann einfach wirklich über das Streit, über das dann von geht, und nicht über die Kleinigkeiten. Also ich meine, halt du Streit den über etwas, eben wie du siehst, wohin und sich über etwas mit größer Streit, halt du aus das, weil ihn nicht selber einfach nicht weiß, und halt du aus das, weil ihn einfach Angst hat, umzuschwatzen. Und ich meine, eben für das selber rauszufinden, muss ich eben ein bisschen Introspektion machen, an sich mit sich selber auseinandersetzen, ihren vielleicht sich mit dem anderen auseinandersetzt. Und ich meine, das kann auch nicht ein Mensch. Das verschiedene Leute fällt die man schwer. Aber ich meine, egal wie, also immer von Vorteil, wenn ihn das äußert, was den empfindet. Weil das nur eine Basis, auf der ich schaffen kann. Aber ja, wir haben auch so Themen. Und ich meine, du bleibst nicht bei dem selbst, wie viel du wenn ihn einfach weiß, dass ihn nicht immer kann den anderen verstehen und rational bleibt, dann kriegt er meistens die Sachen aus der Face. Ja, ich meine, die noch eben Sachen, die ihn immer mitschläft, so. Beziehungsweise über den dann ein paar Mal ein bisschen diskutiert oder die ihn so umdreht, wo den anderen dann noch vielleicht nicht immer versteht, weil mehr kommunizieren ja viel, so wie mehr mengen, dass die andere Person nicht ruppelt, aber das ist ja nicht immer der Fall. Und ich meine, heute muss ich einfach dann noch klar sagen, so, ist schon ein Problem damit, oder können wir jetzt wieder drüber schaffen. Und dann meistens klappt das doch, weil die andere Person dann auch oft auch gesagt, dass es vielleicht irgendwie ein Problem gibt. Und mehr so, wenn es nicht durchgeschaut geht, dann realisiert sie doch nicht so. Ich meine, der hängt auch ein bisschen davon ab, wie er funktioniert, weil ich weiß, dass ich wo ich meins viel nur denkt, wo ich Sachen will verstehen. Und mein Partner hin ist halt da einfach überfordert damit, wenn ich so ganz klar kann, so was mein Problem ist, für was. Und dann könnt ihr nicht zurück. Und da muss man auch müssen lernen, dass ich schon dann einfach Raum gehen und das sind sich die Zeit halt ihr braucht, für sich die Gedanken zu machen. Also ich meine, das ist alles ein Lehrprozess. Ja, das ist zum Beispiel bei mir war das auch nicht. Bei mir war das echt so, dass wir uns wie viele an Diskussionen überhaupt selber recht gemerkt haben, was am Anfang das Problem war und dass wir so am Anfang das Problem auch rausgeschafft haben. Am Anfang. Dass wir gemerkt haben, okay, das ist gerade nicht gut so, aber ich weiß nicht richtig was und wir müssen das gerade irgendwie rausfinden. Und so dass auch jeder seine eigene Meinung dazu dann irgendwie auch versteht, so, weil sie das oft nicht realisieren. Also es stört dich irgendwas, du weißt nicht richtig was. Und ja. E Punkt, den auch konfliktreich kann sein, aber nicht muss natürlich, da das so Beziehung zur Familie vom Partner oder der Partnerin, das kann ja einerseits ganz flott sein, wenn ihn dann quasi eng zweite Familie hat, an die Charakter kommen, aber das kann ja aber auch zu ganz viel Konflikte feiern. Ich meine, das ist schon wirklich ein Klischee, dass die keine gute Beziehung zu der Schwiegermam hat oder soll tun. Also ich meine, dass da aber auch ein bisschen eng Worisch dran ist, dass es eben mit der Familie und vielleicht auch sogar mit Freunden von der Person, mit der er zusammen ist, dass es da Konflikte gehen. Wie ist das bei euch gewesen, wie ihr das so erlebt oder wie erlebt ihr das? Also ich hatte zum Beispiel gar nicht die Situation, dass ich mit irgendeinem nicht eins gesehen. Am Gegenteil, ich fand es aber auch noch immer lo, auch obwohl wir ja nicht mehr zusammen sind. Also da war noch immer eine ziemlich gute Relation, so, die aber positiv geblieben ist, wo echt wie jeder das verstanden hat, dass das okay ist. Also auch meine Familie, das ist noch alles hinaus noch immer auch willkommen und so. Und du weißt, ich meine, das ist auch so, was meine ich da also wie gehe ich mit der Situation weil ich schon auch viel so Horrorgeschichten nebenher von Freundinnen und Mom von meinem Freund, das geht gar nicht und so. Ja, dass eben, wenn ich schon mit dem schlechten Gedanken durchgehe, dann kann das doch nicht so richtig positiv ausgehen. Ne? Muss aber auch umgedreht nicht immer gut ausgehen, wenn ihm eigentlich gut gehen. Also ich hatte
eng Situation bon, dat wäre eng immens Kurzbeziehung mit trotzdem hunde Älteren enker kennengelernt an schwer so am Anfang sind ich mega gut mat ältere mechtens von de älter von meinen Kollegen oder von Leuten mit den Jobs hat die mich mechtens cool fand an dat wäre wirklich so ein wir sind irgendwie gegangen an sie komplett ignoriert gehen an das gut nicht mal geschwert gehen ist okay weil das lo las dadurch dass die Person eigentlich hier Partnerinnen relativ oft gewechselt wird hatten Delta wahrscheinlich nicht so viel Lust für sich zu investieren mich überhaupt kennenzulernen ich werde ziemlich erfeiert weil ich gedacht habe okay ich werde das wahrscheinlich relativ gut managen und wäre überhaupt nicht so Das klingt nicht cool. Nee, das kann ich wirklich nicht gut. Also da war mehr dazu auffällt, als also wie du sich relativ frei mit meinen Freunden zusammenkommen, die mehr waren 17 Jahre alt. Aus dem Moment, wo ich die Familie kennengelernt habe, sind ich wirklich so echt als Kant abgeholt, wie von denen, was ultra schön ist. Mir das bringt aber auch ein paar Schwierigkeiten mit sich für allem Lob, wo in so einer Transitionsphase ist, wo in der selber Ideen auf Vorstellungen hat für sein Leben und sich nicht just für seine eigenen Eltern in zwei trennen muss, wo das noch ein bisschen mehr einfach ist, weil ob man es erzählen, wie selber ist, mir eben auch sich muss ein bisschen von den anderen lesen an weil ich das schwierig fand, dass es oft Themen gibt, die betreffen, aber sich nicht umgehen, weil die aber nicht wirklich, das sind nicht wirklich eng im Sinn Familie. Auch für du die Linse von den Tisch, ich so einfach, ich habe kein Problem mit steuert mich und das geht mir gut dabei, fand ich nicht immer so einfach. Und etwas anderes, mein Freund hat 2 Millionen Brüder und eine viel Millionen Schwester und wo ich kennengelernt habe, du hast noch nicht gelesen und geschrieben und eben nur aus der Katrin und ich meine, wie von denen Leuten, wo die noch oder vielen ich mich also ein bisschen responsabel, weil ich mich ja und die Leute bannen und sie auch mich und das mischt alles die Beziehung ziemlich mega connected und bei Leuten, die davon betroffen sind, obwohl sie nicht dafür können, fand ich das immer dreht eben die Responsabilität sich an. Also für mich ist es lohnt, kein Problem gehen und ich hoffe, es gibt auch kein Problem. Ich meine, das ist die Sache, wo vielleicht nicht schwierig ist, wenn es dann am Tisch geht. Mir das zum Beispiel, das würde ich auch ganz gut nachvollziehen. Also mein Ex-Freund hat kein Gesicht, aber ich ein kleiner Bruder und das war aber immer, wie wir zusammengekommen sind, war mein Bruder im 5. Schuljahr und das war aber mein Ex-Freund war für ihn immer so eine Art, so ein bisschen Vorbild, also das hat doch ziemlich schnell gemerkt. Am Anfang war ein bisschen so Konkurrenz, weil ich dann nicht mehr so viel Zeit wie ihn hat und meine Zeit mit meinem Freund verboten. Mir irgendwann hat er aber so, hat ihn aber so eine Vorbildfunktion gekriegt. Und das ist auch noch, auch wenn sie sich gesehen haben, so, das hat aber noch mal eine ultra gute Beziehung. Und das ist aber schön zu sehen, dass das nicht für die gegangen ist. Just weil ich nämlich mit ihm zusammen sind oder so. Und auch zum Beispiel eben, was ich auch für Druck gesucht habe mit meinen Eltern, also wie wir es getrennt haben, war das doch so, das ist selbst, was ich auch, was mehr zum Beispiel zu 2 auch mit meiner Mom beschwert hatte. Und weil sie so irgendwie so Vermittlerin quasi gespielt hat. Und das ist aber schön Gefühl, wenn du merkst, du bist so abgeholt und du kannst aber zusammen schaffen und einer sagt. Und du hast kein böses Blut dazwischen oder so. Also echt positive Erfahrungen, das ist cool, das ist schön zu hören, dass es auch nicht immer muss die böse Schwiegermutter gehen. Ich kann auspacken. Wäre so schlimm? Das ist alles relativ, mit Kinder haben Momente, wo das sehr streng ist, das ist ja nicht lange an der Sache, dass das was schön dabei ist. Nicht lang sind, das feiert mich dann noch schon zu dem nächsten Thema, was ich mal abgeschrieben habe, was wir auch schon ein bisschen beschwert haben, was wir auch über Instagram rekruten. Das ist ein bisschen so das Thema, das du auch schon angeschnitten hast, Geraldine, vom gemeinsamen Großgehen, vom gemeinsamen aus der Pubertät rauskommen, an den erwachsenen Leben aufhängen. Wenn ich von meiner Erfahrung ausgehe, dann so nicht mal, ich hatte immer so an den gewissen Phase von meinem Leben, das wäre relativ aufgetrennt, das wäre nie so, dass ich mit einer Person da wirklich durch lange Phase gegangen bin. Ich stelle mir das ganz interessant, wie wenn den gemeinsam so eine Entwicklung durchmischt und eben noch merkt, dass den Modernähen oder Unnähen wiest. Und andererseits fand ich aber auch, brauche ich nicht so ein bisschen den Freiraum für selber, sich eins zu gehen, solo zum Beispiel rausfinden, was will ich studieren oder was will ich mit meinem Leben machen. Ja, wie sind da eure Erfahrungen? Boah, ich kann mit einer
gemischte Erfahrung anfangen am Anfang, weil bei uns war es so, dass ich am Anfang, also dass am Anfang von unserer Beziehung also immer so gesagt gehen, okay, wir gehen zusammen zu studieren und so, und wir gucken zusammen, wo wir hingehen. Und danach, also da war Leute, also da war so gegangen, dass hin sich am Anfang für einen Platz dezidiert hat, dafür etwas, ohne das mit mir zu kommunizieren und so. Und das war zum Beispiel der Konflikt, den wir hatten, weil das für mich ganz schwer war, weil ich da nicht abgezogen beziehungsweise weil nie gesagt ging, dass ja, ich will allein gehen oder so. Weil damit wäre ich wahrscheinlich besser irgendwie wie einfach für unsere fertige Tatsache gestaltet zu gehen. Und ich meine, das sind eben Sachen, da muss jeder gucken, wie Nummer eins gibt, mir das ist natürlich besser, wenn ihr drüber schwatzt und nicht einfach selbst dezidiert, weil schlussendlich sind ich ja auch für den Dinge gestaltet gehen, okay, du hast eine Fernbeziehung oder mit mir Schluss. Und das ist natürlich eine schwierige Decision, so. Ja, bei uns war es so, ich hatte dann in dem Sinn ein bisschen mehr einfach, wie du liest, weil mein Freund war mal Jahr voraus. Und so, dass ich ein Jahr Zeit hatte, für mich dort anzupassen und irgendwie auch Funktionen davon mein Weg zu sichern. Und da das unsere Stadt, weil das heute effektiv schwierig macht, weil immer auch Funktion von irgendeinem existiert, also in Decisionen hält und auch von den für sich hält, dass den anderen immer mit davon getroffen. Natürlich fließt das immer mit an Decisionen. Und ich fand, dass also die Decisionen begleiten ist noch immer, weil ich studiere sie niemals lang und ich studiere noch immer. Und du fand ich die Transition immens schön, da sind dazu zwei mischt und sich dabei begleitet. Und aber also doch rein schwer zu wissen überhaupt, wie sie nicht ohnehin und geht es denen überhaupt noch und was das wichtig ob es und aber wegen Decisionen holen nicht für mich. Und ich meine, das ist eigentlich ganz schwierig von ihnen zu trennen. Ja, das war für mich zum Beispiel auch ganz schwer, weil ich ja dann die Fernbeziehung hatte und ich am Anfang nicht die Zeit hatte, mich darüber zu präparieren oder so. Und auf einmal war ich quasi allein und ich wohne noch allein, das heißt, ich war ganz allein, so an einer Stadt, die ich nicht kannte. Und da war auch kein anderer Lützeburger, das heißt, ich war auf mich gestellt und dann musste ich auch extrem viel mit der selber auseinandersetzen. Und auch mit dem Fakt, dass du quasi, weil das war für mich so eine große Sache, auch mit dem Fakt, dass den anderen sich quasi so ein bisschen gegen dich dezidiert wird. Beziehungsweise nicht mit der du bist. Weil das ist wieder viel mehr so eine konkrete Sache, weil du bist allein, du sitzt oben so allein an deiner Stufe und du bist okay, das ist kein du, obwohl kein du sind. So. Und das ist eben für die anderen zu merken, okay, ich bin auch eine eigenständige Person und so und ich brauche die andere Person nicht. Das ist ganz schwer, weil an der Schule, wie sind ich stehe all Tag und ich bin das immer da, so das ist ein konstant und wie mal das fort, das ist krass. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich im Nachhinein, also ich bin in einer anderen Beziehung und das ist etwas, was ich viel mehr weiß. Also ich weiß auch viel mehr, so, okay, ich bin noch ich ohne einen anderen und ich kann das viel mehr trennen. So. Nee, das ist eben etwas, was du doch musst lernen, wenn du eben so lange zusammen bist. Das witzig, dass du das siehst mit eng ege Person sehen, weil das ja auch einst du dause Wahrnehmung oder so ein komische Phänomen, wo ich mich auch schon ertappt und der den dann in einer Zeit, weil Leute lang zusammen sind, auch vielleicht auch einst so nicht so lange, wie wenn sie die ganze Zeit auf den pöschen, dann hört den Gefühl, dass das schon eine enge Person und nicht mehr zwei eigenständige Personen. Und dann geschehen natürlich auch so Sachen wie klar den eng Person anderen, da sehen der feste Überzeugung, die Gefühle zu zwei kommen, an Schweizer sie vielleicht auch schon man am Plural von den Personen noch eigenständig, die Koppel nimm wie Brangelina, mir fällt das leider keinen anderen an, die gehen ja ohne, das ist ja auch so ein Phänomen. Wo dir da erlebt, hat er auch so Erfahrungen, das Leute ich just noch als Koppel gesehen haben? Ja, also ich hatte da doch viel auch genommen, weil ich dann eine Zeit auch lang war und lange auf Party gegangen sind und so Sachen nicht dort treffen, weil die andere Person halt von einem anderen Land war. Und das ist dann noch so, das ist auch immer so, du kannst so lang und dann tut aber immer jeder ein bisschen Mitleid so. Und das ist so strengend, weil du gehst dann die ganze Zeit mit dem Ding und so, ja okay, ich bin noch lange, aber keine Ahnung, ich sehe auch noch immer ich so, obwohl die nicht da ist. Aber das ist dann natürlich viel mehr bewusst. Mehr aber zum Beispiel Leute, die, also den Dingen war auch natürlich, wir hatten den ärmsten Freundeskreis und
dann hast natürlich auch noch eine ganz andere Sache. Mehr so die Leute, die aber Minu und als drüber waren, die haben aber nie so Sachen gesucht. Also da war aber nie so, ja, was sind dann los oder so. Das war echt dabei so, Leute, die neben aus Business im Lycée kennt, dann kommen vielleicht so Sätze, meinst du? Das erste, dass du da du siehst, mit den Leuten aus dem Lycée, weil, also, ich schon noch darüber nur gedacht, aber es ist das schon nicht das Gefühl, auch bei den Freunden. Und ich habe mich gefreut, ob es aus, weil man meins Freund haben, der ja ist auch noch kennen aus der Zeit, wo wir nicht zusammen waren. Aber weil als neue Freunde oft Freunde sind, die man nicht direkt gemeinsam haben, weil die bei mir echt auf meiner Uni sind, aber hier echt auf seiner Uni. Par contre auch nicht das Gefühl halt du bei mir selber, dass ich weiß nicht, ob das aus, weil wir so lange zusehen oder weil ich ein bisschen psychologisch speziell drauf sehe, aber halt, wo wir bei mir sind, merke ich gar nicht, dass das hinein, sondern ich am Sinn von, das ist einfach eine Unität, wo ich so gewinnt bin, ein Gefühl, weil ich so gewinnt bin, dass ich nicht dran denke, dass ich ihm zum Beispiel etwas sagen muss, weil das für mich normal ist, so wie es ich denke oder so. Ja, mir dachte, das kann ich aber, das verstehe ich aber. Nee, Ja. das vielleicht nicht ganz dem Rising froh gewischt. Nee. Also das ist was interessant, weil ich kenne das auch bisschen, ich hatte dann der Fernbeziehungsepisode bisschen gezählt, der den dann dadurch der ja dann die meisten Zeit getrennt ist, wann den dann zu summen hast, dann hast du irgendwie, dass ich vielleicht, also ich hat das nie, dass ich gedacht habe, okay, mir ist so eine Person oder mir mit pusht den da viel mehr zu summen und tut den dann viel mehr intensiv Zeit und tut dem Hund ein bisschen so, baut den sich dann so eine eigene Welt, die ihn zu zwei hört und das also ich meine, dass die Phänomen, dass das dann in die Richtung geht. Ich fand das interessant. Ich will dazu aber just sagen, dass mein Freund das nicht wird. Okay. Mir finde eigentlich auf Thema zurückzukommen, für so, ja, so, dass ich von anderen Leuten als so eine Ähnlichkeit gesehen hätte. Das ist zum Beispiel auch interessant, weil ich gestern mit meinem jetzigen Freund dann drüber geschaut, dass wir heute den Podcast aufnehmen und so, und ein bisschen über die Früher geschaut. Und dann hat ihn zum Beispiel gesagt, also wie in die Frage gelesen hat, so, ja, hin hat auch zum Beispiel am Anfang, wie wir zusammen waren, Angst gehabt, dass meine Kollegen mich und meinen Ex-Freund noch immer als so eine Unität wollen und hier gar nicht so richtig gesehen, hier echt als so eine Übergangsperson gesehen, bis ich immer mit dem anderen zusammenkomme quasi. Und ich habe noch nie so darüber nachgedacht, aber ich verstehe aber, was er meint. Also ich verstehe aber, dass er da eine Angst hat, dass du hast, wenn dein Partner so lange mit einer Person zusammen war, dass du dann Angst hast, dass die anderen Leute dich gar nicht so richtig echt hören quasi. Weil all Kollegen kennen just Koppel so, und da kannst du so ran, du als so neue Personen vorbei sein und ja. Also eng froh die ech mal immer am Stelle, wann ich daran denken, dass Leute an lange Beziehungen sind, vielleicht auch just an enger wären an ihrem ganzen Leben und dann just dann an Spo. An eng froh, die man auch gestalten über Instagram, vermisse den nicht heinst du Erfahrungen mit anderen Leuten gemerkt so, oder den nicht heinst du gefühlt, den du bist etwas verpasst so. Also ich meine, dass viele Leute das tun und so das ist etwas, was ich auch hatte. Also dass ich auch das Gefühl hatte, schon irgendwie etwas verpasst, weil so andere Leute, die haben dann Poolpartner und keine Ahnung, Uni-Zeit und so, du knutschst mit paar Leuten. Und so dann, du hörst dann auch vorbei und bist so, okay, ich meine das nicht, weil ich hier Freund. Und das ist aber, das ist schwierig und das ist auch ein bisschen komisch, weil du gehst auch ein bisschen von dem Freundeskreis, dass du, ja, nee, du bist ja am Anfang nicht mehr Idee von der ganzen Gruppe, weil du bist ja am Anfang verdienen und keine Ahnung, das wird für immer sein so und dann, ja, du fällst so ein bisschen raus aus dem Thema quasi. Und ich meine, dass es mega wichtig ist, dass wenn eine so Sache vermisst, dass ihn das aber dann auch kommuniziert und dem anderen das auch sieht, so, ja, okay, und das fehlt mir ein bisschen und ich gehe nicht am Anfang an gerne machen. Und dann noch für sich selber so merke, was fehlt mir am Anfang, fehlt mir irgendwie so der Flip, fehlt mir irgendwie, fehlt es mir, das mit anderen zu teilen oder was genau ist das Problem? Und ich meine, oder also zum Beispiel just sexuell, also dass ich irgendetwas mit meinem Partner nicht tun und das fehlt mir. Oder ist es einfach, weil ich vierwillig bin, wie andere Leute sind. Und dann, keine Ahnung, wenn das durchkommuniziert ist und so, kann ich auch vielleicht darüber diskutieren, ob ich konsideriert, irgendwie die Beziehung zu öffnen oder irgendwie so etwas. Aber das ist eben mega individuell.
Ja, das ist ein Thema, was bei uns auch regelmäßig auf den Tisch kommt. Was ich meine, noch irgendwie verständlich ist. Und wir gehen nun sich super dummer dumm, indem man da einfach so, wenn das steht, dann, oder wenn wir ein bisschen haben und dann gucken, was wir daraus machen. Und ich meine, das einzige, was schwierig ist bei der Frau, ist, dass sie nie weiß, wer du nur ist, was das ändert, ob ihn damit etwas verändert, weil den nicht andere will. Dem nur weil du mit umgehen. Also ich für mich kann nicht gefehle sich an dem Sinn viele Erfahrungen verpassen, vielleicht weil ich es einfach nicht weiß, was ich verpasse. Ich sehe aber auch, wo ganz viel kann sublimieren und sich Erfahrungen auf Freundschaften ausleben, die da vielleicht mal körperlich sind, mehr immens bereichernd und auch den Effekt von ich lerne einen neuen Mensch kennen und eben weiß man neue Seiten mehr an die ganzen Prozesse, die mega schön sind, wenn der in kennenlernt, wo der Schneiker bestätigt, wo der Selbstwertgefühl steigt und so Sachen. Das leben ich ganz viel einfach durch Freundschaften aus. Die andere Seite von der Medaille ist ja, der den auch kann Gefühl haben, die verpasst an einer langer Beziehung gewesen zu sein, da das ja auch etwas, was viele Leute sich aber wünschen oder wo sie halt so das Gefühl haben, okay, du hast den Zuhörer irgendwie schon fort oder du kennst Leukämie. Bon, ich meine, der den, egal wie alle hast, der den immer nach Gelegenheit hat, sich so auszuleben, wie ihn das will machen. An die andere Sache, die wo du schwätzen, die hat er schon gesagt, man Beziehung öffnen, da das immer eine Möglichkeit, die besteht. Dazu gehen doch Episoden, wo man über mehr verschiedene Unziehungsformen oder verschiedene Beziehungsformen geschwärzt tun. Was mir nur angefallen ist, das ist vielleicht ein bisschen komisch, weil das von mir kennt. Nee, es gibt ja auch Möglichkeit, einfach auf Freundschaftsdates zu gehen und so neue Leute kennenzulernen. Also wenn ihr den Drang hört für eine ganz neue Person, die gar nicht irgendwie aus dem eigenen Kreis ist, dann ob den meisten Dating-Apps kann ich noch erstellen, dass ihr just Freund seht an heinst du sind Leute auch bereit, einfach auf ein Freundschaftsdate zu gehen und sich dann so kennenzulernen. Das kann vielleicht ein bisschen den Drang noch Leute, die irgendwo in eine komplett andere Richtung kommen, die kann die vielleicht ein bisschen befriedigen. Wenn wir das schon bei der Befriedigung sehen, ich meine, das die Frau schon so ein bisschen in den Schluss von dieser Diskussion gestaltet, weil es eigentlich steht, als ob die viele Leute werden. Und dann ist er Vorbereitung hat okay von ich gesagt, die will nicht darüber schwätzen, die verstellen nicht so einfach. Wie ist Sexleben dann nur so langer Zeit? Das echt hat mir dazu angefallen, also es wird einfach und das klingt leider immens nur banal, aber ich meine echt damit, dass ich vertraut ist und einfach am Sinn von unkompliziert. Ich fand, dass die Menschen weil den sich so gut kennt, ein riesen Vertrauen hat, und in das kann nur seinen Rhythmus aufbauen, und eigentlich mit der Beziehung Wurzel lassen. Du wenn aus der Appes, was natürlich scheint, du eine neue Kick vielleicht braucht, mir da finde ich so flott Podcasts wie Maybe Sex, wir haben ganz viele Ideen. Ja, also ich kann auch nur dazu sagen, dass der Anfang war, was immer besser ging ist, quasi, weil du dich immer besser kennst, weil es immer neue Seiten noch und der selber entdeckst und dem anderen. Und mir das hat aber für mich zum Beispiel auch enorm schwer gemacht für die Not und zu sagen, okay, ich bin nur in einer neuen Beziehung, die Person ist auch nicht und vielleicht habe ich bei der Person noch andere Sachen gern und das ist ganz schwer wieder zu realisieren und dann für auch zu kommunizieren, weil am Anfang irgendwann hältst du op, also nicht op, aber so, du schwätzt Männer über Sachen, wenn es darum geht, weil du weißt ja, was den anderen geht und du weißt, was du gehst. Mir auf einmal was darum für dem Dingen, okay, ich muss da darum kommunizieren und das ist enorm schwer, für einen, wenn die andere Person dann nicht so bereit ist, das zu machen oder so. Und du weißt, weil das für mich zum Beispiel auch enorm schwer, dann eben eine neue Person ranzulassen, für zu so ein und dann noch so zu sagen, okay, mir weil das von nicht mehr so gut geht, wie ich denke, war quasi. Genau, aber auch nicht, was mir danach auffällt, ist, dass in über so eine lange Periode vielleicht auch einfach selber eine Evolution möchte, am Sinn, dass sie vielleicht Beziehung zu seinem Körper ändert oder vielleicht auch eine andere Bedeutung am Sex gesagt oder sich von verschiedenen Sexpraktiken vielleicht echt distanzieren will und einfach seine Meinung ändert. Und ich meine, du hast einfach bei ziemlich allem einfach wichtig, das
zu kommunizieren, dass sind du zu zwei auf der selbsten Level ist. Hat Jesus gefehlt oder selbst für den aber schon oft hört, dass ich nicht gefehlen oder dass es Sachen gehen, die da vielleicht gern ausprobiert hat, wo aber dann der Partner sagt, nee, das will ich nicht. Ja, ich hatte mal die Sache überholt von einer von ihren Episoden, ob man mich nicht will ein Gesicht schlühen. Da müsste ein bisschen lachen, mir das war auch nicht ganz seriös gemeint. Aber da gibt es schon verschiedene Themen, wo ihn vielleicht einfach sich noch ein bisschen mehr will informieren, ehe sich aus der Fenster lädt. Das, was ich ganz spannend fand, sind zum Beispiel Sexpartien, wo ich auch verschiedene Kollegen und die wir da können bisschen Infos gehen. Mir natürlich ist das für eine lange Beziehung vielleicht der größte Schritt. Das steht eben an der Stelle. Ja, ich meine, war doch so eine Sache, dass du dich am Anfang so sexuell am Anfang gleichzeitig entwickelst. Also du gehst jetzt die Summe, du fängst die Summe an und du gehst die Summe weiter quasi. Und ich meine, da kommen so oder so verschiedene Themen ab und so Diskussionen über verschiedene Sachen. Aber bei mir war doch so, dass ich mich auch sowieso privat für Sachen interessiert und einfach also, keine Ahnung, weil ich interessant fand, so Sachen zu lesen. Und dann ist es natürlich auch okay, da schickst du der andere Person mal ab und dann sagst du, okay, und wie findest du das dann? Und ja, einfach so open, so zu sagen, okay, wisst ihr, gehen die dort Sachen und was wäre cool, was wäre nicht so cool. Ja, aber sie wird dadurch auch halt nur denken, als dass ich mich auf verschiedenen Hinsichten responsabel fühle für die Erfahrung, wo mein Partner mich, weil er nicht anders kennt. Und auch im Sinn von, welche Feedback ich ihm geben, was ich brauche. Und wo ich ihm auch so, hey, das bezieht sich auf mich, ich schwätze nicht für alle Menschen. Weil irgendwie ist das ja blöd, wenn du nur perfekt auf mich passt, dann, also für mich ist das nicht blöd, nee. Falls ihr keinen anderen Partner hat, dann würde ich schon nicht verzunehmen. Ja, das ist effektiv auch so eine Sache, weil so, ich sehe nur nicht mit meinem Freund zusammen und da ist auch, keine Ahnung, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass ich ihn ein bisschen, also, beeinflusst hat. Also, ich hat mir das auch schon gesagt, so, ja, das ist mich ein bisschen ruiniert, so, für andere Leute. Und das ist eine ganz schlimme Sache, was du hörst, weil du weißt, das war nicht gern geschehen und ich wollte das nicht. Aber das ist auch ein Kompliment. Mir auf der anderen Seite ist das so, ich will aber, dass du auch mit anderen Leuten sagst, so. Und nicht das logisch, wieso, ob das passt bei was mehr hat, und das ist logisch, wie nämlich du mit der Eins gehst. Und ja, das ist, ja, ich meine, mir das die Sachen, die riskieren ihn einfach in so lange Beziehungen. Aber ich meine, ich von geht doch. Also, ich von gewinnst du schon eine neue Person. Also es gibt ja auch ein bisschen die Klischee, dass wenn man einer Person Sex hat, die gerade Schluss gemacht hat, dass dann am Anfang ziemlich genau rausfindet, wie hier Ex-Partnerin oder ihren Ex-Partner den Sex gern hat. Und das kann noch schon witzig sein, aber Heinz du mir den dann eben noch, der die Sachen ernst will machen und das doch gut ist, dann den eigenen Kopf rauszufinden und den Rest von der selber gerne möchte. Ja, und ich meine, das ist doch vielleicht noch wichtig zu sagen, dass Sexleben nicht just zu zwei besteht. Und das sieht wir noch sexy Tage mit sich kann verbringen und das fand ich aus für allem, wenn ich noch teilweise lang an Fernbeziehungen aus in wichtigen Baustehen für gesund Sexuelleben. Also die Geschichte von der den vielleicht Sachen am Kopf hat, die gerne machen, wo dann der Partner und Partnerin irgendwie merken so, nee, das was wirklich nicht das, was ich will, und darauf habe ich keinen Bock. Beziehungsweise so einfach der Fakt, dass andere Leute existieren und die auch sexy sind, das Kind ja schon mal dazu feiern, dass den überlegt so, ja, vielleicht kann ich schon mal so einen Seitensprung wollen, beziehungsweise fremd gehen. Also ich das jedes Stück abgegangen, hat er da Situationen, wo das vielleicht Minot wäre. Ich hatte die Situation, dass zum Schluss in der Beziehung war mein Partner lang weit fort. Und ehren he fortgegangen ist, hat mir auch, also hat man lange darüber geschaut und so, und mir noch dezidiert, dass man dann Beziehung also nicht ganz gegen abmachen, mit dass es quasi aber okay wäre, falls irgendwas ging passieren, weil es war so okay, wir gesehen also wirklich lang nicht. Und so, ich die ganz allein und du warst auch ganz allein.
Und weißt du, es kann aber sein, dass ihn dann körperlich Nähe braucht, auch wenn er nicht unbedingt Sex an sich ist, mir auch so einfach, okay, ich muss mit einer Person knutschen oder einen an den Arm holen oder so. Und du war doch effektiv so, dass zum Schluss das am Anfang auch nicht geschieht ist, weder bei mir noch bei ihm. Aber es war aber gut, die Gedanken zu haben, das ist okay. Also das ist nicht schlimm, wenn etwas passiert. Und ich hatte zum Beispiel doch, ich hatte aber eine Attraktion zu einer anderen Person, die bei mir auch auf der Uni waren. So. Und es war aber schön zu wissen, okay, das nicht, die Welt geht nicht immer so. Und das wäre okay. Und hier weißt du dann, solange ich offen darüber schätzen, dass das dann auch reicht. Ja, ich meine, du musst jetzt bei sich Spielregeln haben. Ich meine, der Respekt ist ja recht verloren, wenn in den zwei nicht das, nicht zwischen das halt wird aufgemacht ist. Aber wenn du aufgemacht hast, dass das okay ist, dann ist das okay. Natürlich weiß ich nicht immer, was das bedeutet am Vorhinein, aber da muss ich da wahrscheinlich durch. Wir waren effektiv auch schon ein paar Mal auf dem Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht ist das der Weg, den uns weiterbringt, aber vielleicht Humor irgendwann nicht schwer, wenn man länger sagt, vielleicht ist das den Schmäh geht. Vielleicht ist das auch cool. Vielleicht hilft das auch, dass man irgendwie als Sexleben mehr können aufmachen oder Neues mal draufbringen. Vielleicht will derjenige sich auch ausschließen. Aber voilà, ich meine, wichtig ist einfach, dass ihn effektiv das kommuniziert und nicht Angst hat vor den Diskussionen, weil das sind immer die Diskussionen, die größte Intimität ausstrahlen, auch an der Beziehung. Und ich meine, dass die Kommunikation auch ganz groß steht. Ich meine, das ist ein schönes Schlusswort. Ich meine nämlich, das ist etwas, was ich immer raushören und nämlich wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig ist, offen mit denen zu schwätzen, über all die Themen, die wir geschwätzt haben. Eine Sache, die wie immer ganz wichtig zu betonen ist, wir schwätzen an diesem Podcast immer aus einer persönlichen Perspektive, schwätzt über seine Erfahrungen und da gibt natürlich kein Patentrezepte für Langzeitbeziehungen. Wir schmengen ein paar Hinweise, die wir trotzdem kriegt. Und ich so nicht an zwei, Geraldine, Alice, vielmals merci, dass ihr heute so offen mit uns geschwätzt habt. Na, merci, Joel. Merci auch. Für den Rest wünsche ich all unseren Nullausstrahlerinnen eine schöne Zeit. Stay hydrated und lo könnt nach eine Rubrik. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to safer Sexting. Erstens, wer das Sexting? Sexting setzt sich zusammen aus Sex und Texting, also im Englischen Verschicken von Textnachrichten. In der Sexting fällt aber nicht nur Tauschen von sexy Nachrichten, Spruchnachrichten oder Emojien, mehr auch von Bildern und Videoen, entweder über Internet oder über Handy. Sexting ist nicht nur seit der Pandemie ein Teil von vielen intimen, sexuellen oder auch flirty Beziehungen. Zweitens, auf was muss ich aufpassen? Meistens verläuft Sexting und problematisch erscheint. Mehr leider gibt doch Fälle, wo für allem Bilder und Videoen an die falsche Hand geraten oder auch von ehemaligen Vertrauenspersonen missbraucht gehen, zum Beispiel, nachdem sie nicht mehr mit ihnen befreundet oder mit ihnen zusammen ist. Leider können sexy oder plagisch Fotos und Videoen jemand sehr verschickt oder inzwischen auch abgeladen gehen. Und zwar ohne das irgendein Verständnis. In diesem Fall schwätzen sie auch noch von Cybermobbing. Hier sind nur pur kleine Tipps, worüber ich kann aufpassen, für das Ganze mehr safe zu gestalten. Fangen wir an beim Führen und während dem Abholen von den Fotos und Videoen. Da kann ich darauf aufpassen, dass der Hintergrund relativ neutral ist. Auch für Vorteil ist, wenn ich keine Tattooen oder Piercingen gesagt und das eigene Gesicht nicht auf der Foto drauf ist. Am besten auch nach dem Standort am Handy, wenn den Fotos am Handy abhält, ausmachen, sodass in die nicht an der Metadonnähe finden kann. Das alles ist nicht nur wichtig, wenn den fremde Personen sext, vielleicht noch umso mehr, aber auch, wenn sie dann noch irgendwo landen, wo sie nicht will, sodass Material nicht so sehr kann auf die eigene Person zurückgeführt gehen, also zum Beispiel den eigenen Körper nicht so sehr kann erkannt gehen. Beim Sexten ist es außerdem wichtig, die andere Person für drin, bevor ihn hier irgendwelche sexy Videos oder Fotos schickt, zu fragen, ob sie will kriegen.
beziehungsweise wann in mir oft oder schon mir lang Sex eng Aufmachung zu treffen, wer eng Zucht für Sexting okay ist, aber nie. Einerseits ist es wichtig, auch aus legale Gründen, dass in der Konsens von der anderen Person hört. Andererseits kann er auch ziemlich enttäuscht sein, weil er nicht die Reaktion, ob das, was er geschickt wird, kriegt, der in sich erhofft wird. Auch beim selber verschicken kann er nach einmal explizit darauf hinweisen, dass das Foto nimmer für wirklich die andere Person bestimmt ist. Wichtig ist, dass wenn der erst nicht 100% sicher sieht, ob der andere Person vertrauen kann, lauscht ob er das Gefühl, erwartet nicht. Und vielleicht ist es ja eine Person, die da auch am Offline-Leben sieht, und da gibt es immer auch nach Möglichkeit, Fotos von dem eigenen Handy der anderen Person zu weisen. Die meisten Leute verschicken aber Fotos und Videos über Messengeren und Apps. Besonders vorsichtig muss ein bei Apps wie Snapchat sein, wo Fotos oder Videos nicht mehr ein paar Sekunden gewesen und da gelöscht gehen. Für allem Jugendliche verschicken rüber gerne sexy oder plackig Fotos. Aber leider kann die andere Person sehr mal einen Screenshot machen und es gibt auch spezielle Apps, die Fotos oder Videos automatisch speichern. Also am besten nehmen Fotos über Snapchat verschicken, die ihr noch anders zwölf gegen posten. Wenn ihr Messengeren oder andere Apps benutzt, sollten auf jeden Fall eure Verschlüsselung aufpassen. Verschiedene Messengeren, wie zum Beispiel Signal, sie von vierer verschlüsselt. Bei anderen, wie zum Beispiel bei Telegram, kann ihr einen geheimen Kanal erstellen. Oft gibt es auch die Funktion von einem Timer, wo ihr erstellen kann, dass die Fotos süß für einen gewissen Zeitraum angewiesen wird. Mir auch hier kann ihr natürlich einen Screenshot machen. So ist es bei den meisten technischen Lösungen, dass sie nie zu 100% Sicherheit gehen. Dafür ist Vertrauen an die anderen Personen so wichtig. Das gilt auch insgesamt bei Cybersex. Hier kann ihr auch weiter Sicherheitsmesuren treffen, zum Beispiel auf Form von Vereinbarungen. Also bevor ihr Sex wird, darüber schwätzen, was will ihr machen, was will ihr, das geschieht, aber das nicht geschieht, aber was geschieht nur mit dem Foto- oder Videomaterial. Es kann ihr außerdem, wenn das Personen sind, die ihr nicht kennt, ein Pseudonym benutzen und nicht die richtige Nummer. Auch nicht so, wo ihr wohnt, eine aktive Firewall zu haben und eine End-to-End-Verschlüsselung ist auf jeden Fall empfehlenswert. Eine weitere Mesure wäre auch noch zum Beispiel nicht mehr mit Personen Cybersex zu haben, die ihr noch persönlich kennt. Wenn da mehr zu safer Cybersex wollt geworden gehen, da guckt euch den Guide an, den wir euch hier auf der Website drinnen verlinkt haben. Ein letzter Tipp: Wenn ihr mit einer Person Schluss möchtet, an der nach Fotos oder Video von einem hört, kann ihr noch 4 schlagen, sozusagen als Trennungsritual, die Fotos oder Videos führen ihn zu löschen auf beiden Handys oder andere Geräte, wo ihn sie gespeichert wird. Was mache ich, wenn ich in der Urzeit bin? Am besten nicht sexten. Zumindest nicht mit Bildern und Videos, weil das fällt gesetzlich in der Kinderpornografie. Lo ist aber so, dass Statistiken weisen, dass ca. 15-20% von den Jugendlichen trotzdem sexen. Und das ja ab einem gewissen Alter ein schöner Teil vom eigenen sexuellen Ausdruck kann sein. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass Jugendliche über 14 sich mit ihrem gegenseitigen Verständnis dürfen sexy Bilder schicken. Das ist zu Lützeburg nicht der Fall. Das heißt, sobald ein sexy oder plagisch Bilder oder Videomaterial von einer unter 18-jährigen Person kriegt, auch wenn er zum Beispiel mit der zusammen ist, möchte ihn sich strafbar. Wir roden euch also leider ausdrücklich davon auf, mit Bilder oder Videos zu sexten. Vor allem mit Personen, die ihr nicht persönlich kennt oder noch nicht lang kennt, mehr auch so. Am besten ist es, ihr wartet, bis ihr so 18 seid. Was kann ihr machen, wenn etwas geschieht ist? Das Allerwichtigste zu wissen ist, es tut ihnen immer recht um eigene Bild. Das heißt, wenn Bilder oder Videos an Umlauf sind, zum Beispiel auf Internetseiten, kann ihn immer bei den BetreiberInnen von der Seite nachfragen, für das Bilder oder Filme aufzuholen. Das gilt innerhalb von der EU und da sind sie auch in der Verantwortung. Aufpassen muss sein, weil Seitenbetreiberinnen sich außerhalb von der EU befinden. Hölle finden auch bei den großen Suchmaschinen wie Google oder Bing. Da gibt es ein Formular, wo betroffene Personen können beantragen, dass Links oder Intimfotos und Videos aus den Suchergebnissen gelöscht gehen.
Wichtig ist, dass sehr an direkt etwas möchte. Außerdem kann einen Plan bei der Polizei machen. Lo gibt noch 2 besondere Fälle, über die ich kurz schwätzen. Sextortion und Cybergrooming. Sextortion ist, wenn ein mit Bildern oder Fotos erpresst wird. Es können von Sex an Extortion. Extortion heißt Erpressung. Der Erpresser fordern Suen, zum Beispiel per E-Mail, an drohen da Bilder an Bekannte weiterzuschicken oder auf Plattformen hochzuladen, falls nicht bezahlt wird. Durchschnittlich sind mehr Männer und männliche Jugendliche von Sextortion betroffen. Mehr in letzter Zeit auch immer mehr Frauen und Mädchen. Lost ihr an dem Fall ob kein Fall erschüchtern. Geht direkt und am besten mit Unterstützung bei der Polizei. Das Zucht von Erpressung ist nämlich strafbar. Bricht direkte Kontakt zum Erpresser auf, ändert Passwörter, sammelt Beweismittel, sicht erst Unterstützung an ihrem Umfeld am Mording plant. Und liest sich unbedingt Seite von B-Secure dazu durch. Was kann ich gegen Cybergrooming machen? Grooming könnte aus dem Englischen an heißt so viel wie 4 bereden. Das ist, wenn eine gewisse Person probiert, mit einer falschen Identität über einen längeren Zeitraum, meistens paar Wochen oder Monate, ein Vertrauensverhältnis zu einer minderjährigen Person am Internet aufzubauen, für dann die junge Person zu sexuellen Handlungen online oder offline zu überreden. Wenn ihr als junge Person mit einer anderen Person am Internet chat oder schreibt, ist es wichtig zu gucken, ob die real ist, nämlich ob sie spontan und schnell ob Aufrufen wie zum Beispiel ein Selfie oder ein Videochat antwortet. Wenn ihr einen Verdacht habt, dass das Agent kein von Cybergrooming betroffen sind, soll ihr auf jeden Fall Gespräch mit dem Kant sichern und sich Unterstützung holen, zum Beispiel professionelle Beratung bei B-Secure, beim älteren Telefon oder, betroffene Kanner, können auch die Kanner ein Jugendtelefon rufen. Telefonsnummern und Seiten von da wie immer auch innen hier bei uns auf der Website. Zu guter Letzt ist gesagt, Fürsorge ist besser wie nur Sorge. Open über Formen von Cybermobbing und Online-Gewalt zu schwätzen und auch für alle mit jungen Personen ist immens wichtig. Am schlimmsten ist es, wenn Personen, die betroffen sind, sich als Schuld und Tabu nicht mitteilen und dann den Abus weitergeht. Leider, wenn es Safer Sexting geht, muss ich über die nicht so schönen Aspekte schwätzen. Wenn der mehr zu den flotten Seiten von Sexting wollt hören, zum Beispiel Privatleitsexten oder was so Eismeinungen und Erfahrungen sind, dann lauscht gern an die Episode Nummer 73 ran. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.